Moin Moin und von harten Willkommen zur Plattfunk, dem Podcast ob Hoch- und ob Plattdeutsch. Moin und herzlich willkommen zu Plattfunk, dem Podcast auf Hoch- und auf Plattdeutsch. Moin Moin, ich bin Nikos. Und ich bin Thorsten. Und zusammen sind wir Beat Niederdeutsch Zentrum in Landesteil Holstein. Zusammen sind wir im Niederdeutsch Zentrum im Landesteil Holstein. Und das ist nur all die zweite Utgabe von unserem Podcast. Und als ich das letzte Mal angekündigt habe, will ich von da über Platt Together in Drenthe schnacken. Und als das Tomaten ist, schnack ich dort mal Platt. Und ich schnack Hochdeutsch. Gut, ja, wir wären nämlich, wir haben das letzte Mal über Udine schnackt und Thorsten hat vertellt, dass das ja auch so ein Projekt ist, über Ländergrenzen hinweg über lütsche Sprachen zusammenzubringen. Und so ein Projekt haben wir auch in Drenthe. Drenthe ist die Provinz und Echten wäre der Ort in Drenthe, in dem wir wären, im November. Ja, was wären denn das für Lü, die dabei wären? Ja, es war total unterschiedliche Musiker aus Deutschland und aus den Niederlanden, aus der Provinz Drenthe, wo man übrigens auch, vielleicht muss man das nochmal kurz sagen, wo man tatsächlich natürlich auch so einen plattdeutschen Dialekt spricht, den nennt man da allerdings Niedersächsisch. Oder Drenz, oder? Oder Drenz, Drenz genau. Ist, glaube ich, so Niedersächsisch ist, glaube ich, der Begriff für all niederdeutsche Dialekten. In den Niederlanden. Genau. Und dann gibt es noch Drenz. Und also wie Wikipedia steht ja, dass tatsächlich die Halbdeel von der Lü in Drenthe noch Drenz schnackt. Ja. Ist das so? Ist das noch so? Also ich hab doch Wikipedia steht, dass der Norwies dafür nicht so ganz klar ist. Aber also es ist auf jeden Fall aber noch mehr als hier. Ja, oder? Also deutlich mehr und genau, also es ist nicht nur Drenthe, sondern es muss man vielleicht auch sagen, es sind die nordöstlichen Provinzen der Niederlande. Gelderland gehört zum Teil noch mit dazu, Obereisel und ganz stark im Niederdeutschen ist Groningen noch, also die Provinz und die Stadt Groningen, die gehören dazu. Und es ist tatsächlich so, der Provinzdialekt des Niedersächsischen, das ist Drenz und die sprechen auch die ganze Zeit vom Drenz, das stimmt. Aber du warst, und das ist ja eigentlich das Spannende, du warst ja sozusagen als Teilnehmer dabei. Ja, also so, du hast ja mitgemacht, richtig. Und wie war das denn jetzt eigentlich für dich? Also so, du warst ja auch das erste Mal überhaupt da und hast die Leute kennengelernt und so. Genau, vielleicht nochmal als Kontext. Im letzten Jahr gibt das halt einmal, da wär ich nicht dabei, da wäre das in Holstein, in Plön und dort mal wäre das halt in Drenthe. Wo wäre das für mich? Zuerst mal habe ich nicht so eine Wiederanreise aus den anderen Teilnehmern aus Deutschland. Ich bin bloß aus Münster gekommen und ich habe dann aber in Haaren an der Ems, an Bahnhof, ein bisschen zu Tölven. Das wäre duster und relativ laut auch. Und, aber das war ein ganz schöner Road-Movie, oder? Das kann man jetzt so sagen, ne? Ja, auf jeden Fall. Von Münster nach Haaren, das ging auf jeden Fall, aber dann durch das nächtliche Emsland über die Grenze und wo wir ankommen sind, das wäre ja auch bannig interessanten Ort eigentlich. Also die Aufnahmen wären halt in so in Vakanziepark, als das wohl ob Holland heißt. Ja, was ist das genau? Das ist so ein Ferienpark, eigens würde ich sagen. Also wo so lütsche Bungalows hat. Und dann gibt es dann aber auch so einen Raum oder so Hüs, wo die Leute zusammenkommen können und zum Beispiel Bingo spielen können oder so. Hätt wie nicht morgt, wir werden ja damit wie Musik aufnehmen. Ja. Das hält wie haben so ein Bungalow, wo wir dann kreativ worden sind. Aber kannst du noch mal sagen, wie viele das jetzt eigentlich insgesamt waren? Ich glaube 20, ist das richtig? Nee. Wofür wären wir denn? Gut 12, 13 Personen. Okay. Genau. Stimmt, das wäre. Ja, ich habe im Kopf Tein und Deutschland und Tein, aber stimmt ja gar nicht, wären ja eher so viel. Nein, aber es waren gefühlte 20.
Also es war Eigens wäre das Twintig. Also die kreative Energie von Twintig Lü wäre eigentlich da anwagt. Ja, aber vielleicht kannst du ja noch mal was dazu sagen, wo die eigentlich herkommen. Also woraus speist sich das, dass die jetzt da in ein Ferienlager am Ende der Welt hinter dem Emsland noch fahren und sich bei Nacht da treffen und Lieder aufnehmen. Ja, das ist eben die kreative Energie, von der ich schnackt habe. Also die Deutschland anreist sind, wären ja wie Plattbeats, bei den Plattdeutschen Song Contest für Norddeutschland einmal dabei oder habt dort zumindest Connections to Plattbeats. Und in Drenthe gibt es halt so was Ähnliches, das Drent Liedjes Festival. Oh. Ich hoffe, ich habe das nur richtig Ja, Liedjes, Drents Liedjes Festival. Gut, auch so ein Wettbewerb für Musik, die ob Drents sungen ist. Und die Leute, die von Drenthe mitmacht haben, die werden halt auch einmal bei das Drents Liedjes Festival dabei. Was für ein Alter waren die so? Now weiß ich das nicht. Aber so was von Anfang 20 bis Anfang 30. Also, okay, also schon junge Menschen auf jeden Fall. So auf beiden Seiten. Hat das gut funktioniert? Ja, also das ist ja auf jeden Fall, an Ende ist ja was Beirut sucht, ist ja ein Late Beirut kommen. Ja, kann man schon mal spoilern. Da können wir vielleicht auch noch mal kurz drin hören. So vertraut, schön das wieder lach je wel op en ik wist wie hij was, maar ik wil je niet aan, dat had ik nog nooit aan. Maar ik wilde wel weten of er nog wat zat achter je mooie lach, zoals ik die ooit zag. Wir habt uns noch nie getroffen, nur Stoik für den Tür. Warum ich kann nicht sloppen, nur fehlt mir die Wörn, die wohnen nach der die Süd dat gräsig. So, also das hätte wie habt ein Endprodukt, also die an den ersten Abend wäre halt erstmal zu klären, was für eine Sprache zu schnacken ist und was eigentlich die Lü für musikalische Achtergründe tatsächlich habt. Also die wären ja auch relativ unterschiedlich. Von Hip-Hop über Rock mit Indie-Pop so. Und der Kreativprozess wäre auch Davies, also bei mir hätte das doch ein bisschen dauert, wenn ich da was zustande gekriegt habe. Du bist lange spazieren gegangen, ich bin lang spaziert, auch über die Minigolfanlage. Also die Minigolfanlage hätte mir dann doch auch Kreativität gegeben. Also das hätte ein bisschen dauert, aber an Ende hätte dann sich doch eins zusammen gefunden und sogar mein Rap-Deal ist dann noch... Also kick wie mal, wo sich das denn anhört, wenn eins fadig mischt ist, aber zumindest hätte das klappt, dass ich den noch unterbringen kann. Könnte man sagen, dass eine Minigolfanlage in einem verlassenen Freizeitpark in the middle of nowhere deine kreative Energie angereizt hat? Auf jeden Fall, ja. Und ich glaube, das kann ich noch hören. Das lädt insgesamt, wann können wir damit rechnen, dass das veröffentlicht war? Also wir brauchen bestimmt noch ein bisschen in diesem Jahr, also so 2020, da brauchen wir schon noch so ein bisschen Luft, aber dann sollte es auch tatsächlich fertig sein und dann können wir es der Öffentlichkeit auch präsentieren. Und da gibt es auch ein Video dazu, da war nämlich, da war auch gefilmt, Dobby. Da gibt es auch Video aufgenommen. Sozusagen beides, ne? Also es ist ein Making-of und dann gibt es ja Musikvideo, richtig. Und dann kann ich sich das bei YouTube ankicken. Und vielleicht gibt es ja auch noch eine Präsentation in Landesdel-Holstein. Ja, wir arbeiten dran. Also so, das muss der Welt ja auch präsentiert werden in einem würdigen Rahmen. Also das ist noch gar nicht so einfach. Deswegen sind wir da noch in der Vorbereitung. Aber es wird es auf jeden Fall geben. Ja, wunderbar. Dann freue ich mich doch, wenn das fertig ist. Ja, ich mich auch. Und was hast du so mitgenommen? Das ist immer irgendwie so eine blöde Frage, ne? Aber ich meine, was hat dich sehr beeindruckt oder was fandst du besonders witzig oder so irgendwas? Ja, also besonders witzig wäre halt tatsächlich die Minigolfanlage, glaube ich. Und ich fand das auf jeden Fall, also ich fand das wirklich sehr bereichernd, was sagt er denn da Platz? Hätte Enrika mocht? Was mir Rika mocht hätte, wäre tatsächlich
ja, wirklich wie so professionelle Aufnahmen durch Beethoven und mitzukriegen, ob welche wie es Lü musikalisch und textlich zusammenarbeitet, auch wenn ja alle enkelte Biedrich mogt, ob welche wie es die zusammenarbeitet, dat an N ein gutes Resultat steigt. Ja, wie so Aufnahmen durch Beethoven. Also bitte nur, wenn ja die Aufnahmen wie die ich dabei wäre eher so, doch eher amateurhaft. Kann ich Ihnen sagen, ja. Okay, durch die Schallmauer bist du jetzt gestoßen. Zumindest einmal. Ja. Ja, das klingt doch nach mehr. Aber wäre auf jeden Fall auch gar nicht aufwendig. Also die so fair verschiedene Sporen und Stimmen singen bis nachts um 3. Also das hätte auch wirklich lang gedauert. Aber es hat euch ja wach gehalten, offensichtlich. Ne? Also es hat euch ja ganz gut durchelektrisiert, dass ihr da irgendwie die halbe Nacht mit Hilfe von Kaffee und Tee. Das darf ihn auch nicht vergehen. Also die wären auch dabei. Durchgezogen hat. Okay. Ja, wir sind auf das Ergebnis gespannt. Wir werden es der Öffentlichkeit präsentieren, freuen uns jetzt schon darauf. Und ja. Gut, dann würde ich sagen, eigentlich sind wir durch. Eigentlich sind wir jetzt fertig. Das heißt, als das letzte Mal giftet auch das mal wer ein Gedicht von Klaus Groth. Und das Gedicht, das ändert sich nicht. Wie das so schön ist, gibt das nochmal das Gedicht hoch oder platt. Hoch oder platt. Dröch oder natt. Bär oder Wien. Groff oder Fien. Aber echt moddet sien. Danke. Tschüss. Vielen Dank.